Bin da! Wer noch? Es ist Freitagnachmittag. Robbie und das Dino-Baby sitzen wie üblich vor der Glotze und schauen sich ein heißes Rockprogramm an. Hallo Fans, willkommen bei DTV. Und wieder beginnt ein Wochenende voller Dino-Macho-Idiotenrock. Oberstark, 48 Stunden abgefahrene, rappige, flippige, postpubertäre Dünnbrett-Songs. Korrekt, Dieses einmalige Wochenende wird präsentiert von Bier. Um euch richtig in Fahrt zu bringen, bedröhnen wir euch erstmal mit Lizard Skizzard. Wir zeigen euch ihren brandneuen, hammerharten Videoclip, der den goldenen Bronto für die fetzigste Produktion bekommen hat. Außerdem verdirbt diese Musik den Charakter. Mama, jetzt übertreibst du aber. Bier, Tabak, Whisky, Mädchen! Das hat er sonst woher. Wo ist er? Wo ist er? Da haben wir ja meinen Geburtstagsjungen da. Ja, morgen ist ein großer Tag. Nein, morgen erst. Da gibt's Geschenke, Luftschlangen, Pfähnchen, hab alles besorgt. Ein Pony kriegst du auch. Ein Pony. Braun und knusprig gegrillt, ganz saftig. Du verwöhnst ihn. Er soll mich gerne haben. Ist denn das so schlimm? Du musst dir seine Liebe verdienen, aber nicht erkaufen. Das kann ja Jahre dauern. Ich bin sein Vater. Er soll mich heute schon lieben. Es muss von Herzen kommen. Dafür zahle ich auch. Sieh mal, was Papa für dich hat. Ist mir egal, gib her. Hast du mich auch lieb? Gib her, komm. Geht mir richtig ans Herz. Wir sind wie Vater und Sohn. Ja. Gierig greift das Dino-Baby nach dem Geschenk, reißt das Papier auf und entdeckt freudestrahlend einen Baseballschläger. Ist er nicht noch ein bisschen zu jung für Baseball? Ich habe schon Baseball gespielt, bevor ich auf die Welt kam. Vielleicht ist der Schläger noch ein bisschen zu schwer für dich. Au! Nicht die Mama. Hätte mir denken können, dass das kommt. Oi, oi. Zum Glück hat mir das kein bisschen wehgetan. Oi, oi, oi. Das war wohl zu viel für Dino-Papa Schädel. Der dritte Schlag des Baseballschlägers lässt ihn wie einen umgeschubsten Baum zu Boden fallen. Nach längerer Ohnmacht kommt Dino-Papa Earl langsam wieder zu sich und sieht über sich die verschwommenen Gesichter von Dino-Mama Franny, Charlene und Robbie, die allesamt besorgt dreinschauen. Er ist schon ziemlich lange weggetreten. Ist er tot? Bestimmt nicht. Wäre er tot, würde die Beule nicht immer weiter anschwellen. Genau. Das ist meine Familie. Sie lieben und bedauern mich. Papa blinzelt. Dann lebt er wohl. Nicht unbedingt. Sowas ist manchmal ein unwillkürliches Muskelzucken. Meine geliebten Kinder, sie geben mir Ruhe und Freude. Doch dem Dino-Baby hat das Spiel mit der Baseballkeule sehr viel Spaß gemacht. Und so versetzt es dem lieben Vater einen vierten Schlag auf die empfindliche Dino-Birne. Nochmal! Oi, oi. Na, ist dein Vater immer noch ohnmächtig? Ja, ich habe einen Topf unter sein Kinn gestellt, falls er sabbert. Ist sehr aufmerksam von dir. Was hast du eigentlich mit den ganzen Klamotten vor? Dein kleiner Bruder ist aus den Babysachen rausgewachsen, also gebe ich sie zur Altkleidersammlung. Das, willst du auch weggeben? Das war sein Nest, das habe ich für ihn gemacht, als er noch ein Ei war. Earl ist endlich aus seiner zweiten Ohnmacht erwacht und nähert sich, vorsorglich mit einem Schild bewaffnet, dem Keule schwingenden Dino-Baby. Wo versteckt er sich? Nimm mich mit zum Baseball. Dauernd nimmt er mich auf den Arm. Halt ihn fest, halt ihn mir vom Hals. Guck dir mal das Nest an. Ich glaube, das ist nicht unseres. Klar ist es unseres. Seht mal, da klebt ja ein Schild im Nest. Was? Ja. Lasst mal sehen. Dieses Nest ist das Eigentum von Gus und Glenda Molehill. Wenn Sie es finden, bitte in den nächsten Postkasten werfen. Das Schild habe ich nie bemerkt. Das ist ein fremdes Nest.
Aber das ist doch nicht möglich. Euer Bruder war als Ei immer in dem Nest und das Nest war immer hier im Haus. Außer wenn ich beim Schlüpfkurs war. Gab es denn eine Frau Molehill in deinem Schlüpfkurs? Ja, es gab eine. Doch wie sollen wir die Nester vertauscht haben? Es sei denn am Tag des Erdbebens. Dino-Mama Franny bekommt einen verträumten Blick und erinnert sich an die Zeit beim Schlüpfkursus und an das schwere Erdbeben. Wenn es voll reif geworden ist, dann wird das Ei aufplatzen. Obwohl für Sie da nicht mehr viel zu tun ist, schadet es überhaupt nicht, wenn Sie sich hier im Kurs darauf vorbereiten. Außerdem verdiene ich meine Brötchen damit. Ich habe 200 Dino-Mark für den Kurs hingelegt und die verdient sich eine goldene Nase. Kursgebühren werden nicht zurückgezahlt, auch nicht bei Reklamationen. Wenn Ihnen was nicht passt, gehen Sie. Kein Geld zurück! Erdbeben! Ich will mein Geld Ich glaube, wir haben die falsch. Ich fürchte, Sie haben recht. Die gleichen sich aber auch wie ein Kann Ei man dem wohl sagen. anderen. Ich schätze, dabei muss es passiert sein. Ist ja unglaublich interessant. Aber ich habe hier eine Beule am Kopf. Wenn ihr die Nester vertauscht habt, sind die Eier vielleicht auch vertauscht worden. Würde mal jemand nach meinem Kopf sehen? Dann könnte die andere Frau Mamas Ei haben und Mama hat dafür ihr Ei. Ja. Oh Mann, ist das richtig. eine Beule. Bestimmt hat mein Gehirn was abbekommen. Moment. Mann, das ist ja wirklich ein heißes Ding. Wenn die Eier vertauscht worden sind, bedeutet das doch, dass wir vielleicht das falsche Baby haben. Oh. Das falsche Baby? Nein, ich weigere mich, das zu glauben. Allerdings, Aber du wirst doch wohl nicht im Ernst glauben. wer ich? Ich doch. Ich würde nicht mal im Traum daran denken, dass unser knubbeliger kleiner Prachtkerl vielleicht in irgendeine andere glückliche Familie gehört. Schon bei dem Gedanken, dass man uns unser Wonnepaket für immer wegnehmen könnte, drehe ich durch. Auch wenn es gesetzlich ist. Und wer weiß, was wir uns bei einem Umtausch einhandeln würden. Kaum anzunehmen, dass wir dafür ein Kind bekommen, das so lieb ist wie das hier. Ha. Oh. Das ist unser Baby. Eine Mutter spürt das. Ah, ich weiß nicht, das Nest ist mächtig Er verdächtig. sieht uns überhaupt nicht ähnlich. Stimmt, er ist ferkelrosa. Keiner von uns ist ferkelrosa. Ist doch merkwürdig. Irgendwie schon. Hör zu, wir sind es diesem Kind schuldig, auch der allertraurigsten Wahrheit mitten ins Auge zu blicken. Wie furchtbar es auch sein mag. Und ihr könnt mir glauben, ich sag das gar nicht gerne. Aber wir müssen diese Molehills anrufen. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Was ist, wenn sie wirklich tauschen wollen? Das wäre nicht auszudenken, furchtbar. Dino-Papa Earl greift zum Telefon, um ein Treffen mit den Molehills zu verabreden. Und schon bald treffen Gus und seine Dino-Frau Glenda bei den Sinclairs ein. Oh, ich komme. Hey, guten Abend, Gus Molehill. Man muss mich einfach lieben, man muss mich lieben. Eine nette Bude habt ihr hier. Habt ihr irgendeinen Happen für mich? Her damit, her damit. Ich halte das immer noch für einen Fehler. Darf mal vorstellen, das da ist meine Frau Glenda. Hallo. Hallo. Und das ist mein Sohn Albert. Na, und Sie müssen die Mama sein. Ja. Und dann ist das dicke Rothemd hier. Nicht die Mama, nicht die Mama. Das ist aber ein süßer grüner Bengel. Hey, mein Sohn sieht ja genauso aus wie du. Der Kleine gefällt mir, der bringt mich richtig auf Trab. An den könnte ich mich glatt gewöhnen. Gus hat seine helle Freude mit dem Dino-Baby und die zwei haben zusammen einen Heidenspaß. Eieiei. Nochmal! Hallo, mein kleines Kerlchen. Saft? Irgendwas nicht in Ordnung? Du wirfst nicht nach mir? Nein, warum sollte ich denn nach Ihnen werfen? Ich habe gedacht, Sie wollen vielleicht was trinken. Ist ein Spezialnuckel, der verhindert das ekelhafte Tröpfeln. Hey, das schmeckt klasse. Bist ein liebes kleines Kerlchen. Aber ich bitte Sie, das ist wohl das Mindeste, nachdem Sie so ein aufmerksamer Gastgeber sind. Oh. Danke für die Blumen. Wissen Sie, das ist wahrhaftig mein Nest. Ist es nicht merkwürdig, wie schnell solche Verwechslungen passieren können? Ich finde es wirklich furchtbar. Sowas darf nicht passieren. Diese Rassel ist witzig und gut für die Nerven. Kleine Aufmerksamkeit für Sie.
Es ist ja wohl glasklar, was hier gelaufen ist. Ich hatte dein Baby, du hattest meins. War ein richtig bunter Eiersalat. Stimmt, bunter Eiersalat, wirklich witzig. Danke, dass du so gut auf ihn aufgepasst hast. Für seine Sachen einfach nach, du weißt ja wohin. Wie steht's mit den Impfungen? Die hat er doch alle bekommen, nicht wahr? Natürlich. Halt, warten Sie, halt! Geben Sie sofort mein Baby her! Franny, hast du nicht zugehört? Das ist nicht unser Baby. Wenn du es zulässt, dass die hier unser Baby wegtragen, dann beiß ich dir den Kopf ab! Na, das wäre reichlich unklug von dir. Der Kopf der Familie wäre dann nämlich ohne Kopf. Du kannst das doch nicht einfach so zulassen. Ach, Liebling, niemand verliert gerne sein Kind, aber... Hast du gesehen, was wir dafür kriegen? Wir machen wirklich keinen üblen Tausch. Niemand tauscht hier Babys aus. Bevor ich einen sicheren, eindeutigen, absoluten Beweis habe. Dino-Mama Franny ist außer sich. So einfach lässt sie sich ihr geliebtes Dino-Baby nicht nehmen. Da muss zuerst ein medizinisches, wissenschaftliches Gutachten erstellt werden. Ich werde eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen mit den Babys durchführen. Dann vergleichen wir hier im Laboratorium die Ergebnisse mit den Blutproben, die wir soeben von den beiden fraglichen Vätern abgenommen Hat haben. wirklich überhaupt nicht wehgetan, nicht wahr, Earl? Hat kein bisschen wehgetan. Ich möchte das so schnell wie möglich für immer und ewig geklärt haben und dann mein Baby wieder mitnehmen. Hey, mein Baby, dein Baby, was soll denn das heißen? Das soll gefälligst der Experte klären. Habe ich nicht recht, meine Süße? So, nun hören Sie mir mal zu. Halt! Mit meiner Messmethode werde ich die wahre Elternschaft einwandfrei und 100%ig nachweisen. Damit bin ich nämlich an die absolute Spitze der modernen Primitivwissenschaft vorgestoßen. Bist ein Großmaul. Er ist ein qualifizierter Wissenschaftler. Nein. Doch. Ruhe! Und so werden die zwei Dino-Babys im Labor genauestens untersucht und müssen eine Reihe von Verhaltenstests über sich ergehen lassen. Elektroanalysen, Zentrifugaltests und vieles mehr. Professor, ich nehme an, Sie haben vor, mich einer Mega-Super-Voltspannung auszusetzen. Darf ich zu diesem Punkt bemerken, ich habe schwere Probleme mit... Nach eingängigen Untersuchungen der Dino-Babys und Auswertungen der Testergebnisse ist der Dino-Doktor zu folgendem Ergebnis gelangt. Sie werden bestimmt gespannt sein, was dabei rausgekommen ist. Aber bevor ich Sie darüber informieren kann, erwarte ich noch eine überaus wichtige Information. Ich bitte um Geduld. Ja? Keine Probleme mit den Kreditkarten. Wie sieht's aus? Bringen wir es hinter uns. Das grüne Baby hier gehört zur Familie Sinclair und das rosa Baby gehört zur Familie Molehill. Ein Triumph der Wissenschaft. Nehmen Sie die Babys, gehen Sie wieder nach Hause und leben Sie glücklich und zufrieden. Wieder daheim widmet sich Dino-Papa Earl in ganz vorbildlicher Art seiner Vaterrolle. Also, mein Sohn, ich werf dir den Ball zu und du schlägst ihn. Ganz wie du willst, Vater. Schlag zu. Daneben, so ein Pech. Oh, meine Nase blutet wieder. Könntest du mir bitte ein sauberes Taschentuch holen? Bobby, hol deinem Bruder ein Taschentuch. Der Jammerlappen schon wieder Nasenbluten? Ich habe eine empfindliche Nasenschleimhaut. Er hat eine Nasenschleimhaut. Hol ein Taschentuch. Den ganzen Tag hole ich für ihn Taschentücher, Ohrstäbchen, Bringst du mir wohl Wackelbäuchchen bitte und... eine Pinzette? Ich glaube, ich habe von dem Holzschläger einen Splitter im Finger. Nicht reden, sonst verrenkst du dir noch die Zunge. Ich hab eine Idee. Wir spielen was ganz Ungefährliches. Wir werden jetzt Einverstanden. Verstecken spielen. Einverstanden. In Ordnung, du musst dir die Augen zuhalten. Und ich halte mir meine zu. Pass auf. Wo ist dein Papa? Na, wo ist der? Papi! Papi! Wo bist du, Papi? Komm wieder zu mir! Hilfe! Hilfe! Mein Papi ist weg! Ich glaube, ich habe einen Ist ja gut, dein Papa ist wieder da. Wo ist mein Inhalierspray? Inhalierspray, Inhalierspray. Da haben wir's, da haben wir's. Oh, was für ein furchtbar böses Spiel. Ich habe mich schrecklich einsam gefühlt. Versprich mir so etwas nie wieder zu spielen. Ich verspreche es, aber fang bloß nicht wieder an zu bluten. Ja, das ist alles so furchtbar Hallo, anstrengend. ich bin wieder zurück vom Einkaufen. Hab fast alles von Alberts Liste bekommen. Das Einzige, was fehlt, ist der natriumarme Bergziegenkäse und die kalorienarmen, zuckerfreien Vitamin-Tofu-Plätzchen. Du kannst es ja nach dem Essen noch mal woanders versuchen. Übrigens hast du meine Bettwäsche gewechselt, Mutter. Sie ist nämlich stark verschmutzt von deinem früheren Kind. Von meinem früheren Kind?
Beruhige dich, Franny. Unser echter Sohn feiert heute hier seinen ersten Geburtstag. Aber mein Baby feiert heute Geburtstag und ich bin nicht bei ihm. Ich möchte mich im Wald verkriechen und dort sterben. Zeit zum Essen. Charlene, beeil dich, bring die Torte rein. Fran, ist kein Wunder, dass du traurig bist. Du hast ja gar kein Hütchen auf. Oh, Mann hat mir mein armes Baby weggenommen. Die Torte, her damit, komm schon. Komm schon, gib sie deiner Mutter. Oh, das Messer, gib mir das Messer. Lieber keine Torte, keine Torte. Was ist denn los mit ihr? Sie ist bloß außer sich vor Freude. Hier, ich bring die Taschentücher. Gib her. Ach komm, Liebling, du musst nicht traurig sein, lass uns feiern. Unser neues Familienmitglied hat Geburtstag. Alle sind glücklich, außer dir. Nein, ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht. Der Neue ist mir voll null. Nimm's mir nicht übel. Das macht nichts. Ich habe ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Ach, ihr seht das alles falsch. Der Kleine ist ein Prachtkerl. Ich zeig euch was. Hier, mein Sohn. Ja. Hier ein dicker Baseballschläger. Und hier haben wir einen dicken, fetten Kopf. Und was machst du nun damit? Mir fällt überhaupt nichts ein. Ist er nicht wirklich umwerfend? Ich finde ihn umwerfend. Ich gehe schon. Es ist mir egal, was dieser Experte meint. Mir ist ebenso egal, was du meinst. Ich will sofort mein Baby wieder haben. Oh, mein Baby ist wieder da. Guten Tag. Wie geht es dir, frühere Mutter? Man muss die ganze Welt warnen. Dieses Baby, das ist einfach furchtbar. Er ist eben lebhaft. Er hat sich auf meinem Wohnzimmerteppich übergeben. Welches Kind tut das nicht? Nachdem er die Katze aufgegessen hat. Finger weg von meinem Sohn, sofort! Mir kommt dieses ferkelrosa Monster nie wieder in mein Haus. Aber ich gebe ihn nicht wieder her. Ich bin zurück nach dem Kind. Zwei gehören zusammen. Ich muss hier ziehen. Lassen Sie sofort meinen Jungen los. Hört sofort auf damit, sonst habt ihr ein halbiertes Kind. Hört auf. Ihr seid doch erwachsen. Könnt ihr es nicht wie Erwachsene ausmachen? Wie? Mit Waffen? Oder sollen wir vor Gericht gehen? Nein, Solomon der Weise. Wer? Solomon der Weiße? Nein, Solomon der Weise. Ja, er hat bei Problemen die volle Peilung. Er ist der weiseste Dino von allen Weisen der Welt. Fabelhafter Einfall. Super, super, super. Mitten in der Nacht, an einem geheimen, magischen Ort, treffen sich die Sinclairs und die Molehills mit dem weisesten der weisen Dinos, Solomon der Magier. Wenn er so oberweise ist, warum hat er dann nicht Stühle? Ihr wollt also eine Audienz bei Solomon dem Weisen. Stimmt, euer Weisheit. Ihr wollt wissen, wer die rechtmäßigen Eltern des rosa Babys sind. Wir bitten darum. Bevor ich diesen Streitfall löse, müsst ihr das Versprechen abgeben, meine Entscheidung ohne weitere Fragen zu akzeptieren. Ja. Und ihr? Ja, natürlich machen wir. Ihr behauptet, das rosa Baby sei euer Fleisch und Blut. Und ob wir das tun? Ihr behauptet ebenfalls, es sei euer Sohn. Da bin ich mir ganz sicher. Dann sagt mir meine unfehlbare Weisheit, es gibt nur eine mögliche gerechte Lösung in diesem Streitfall. Das Kind muss in zwei Hälften geteilt werden. Das dürfen wir niemals zulassen. Ruhe, schweigt! Stellt nicht die Weisheit des weisen Solomon in Frage. Meine Macht reicht weit über die Vorstellungskraft der gewöhnlichen Sterblichen hinaus. Und jetzt werde ich euch das Wunder der wahrhaftigen Gerechtigkeit vorführen. Mit Hilfe meiner liebreizenden Assistentin Ramona! Großartig! Ja! Haha! Toller Kasten! Die Vorstellung beginnt. Herr Sinclair, bringen Sie mir jetzt mal das rosa Baby. Klar, mach ich. So, jetzt werden Sie das Baby in den Kasten legen. Kopf da, Füße hier. Da, Füße hier. Vorsicht. Nun kommen wir mal zu Ihnen. Wir haben uns noch nie im Leben gesehen, richtig, Herr Sinclair? Ja, stimmt, Herr Solomon. Und Sie haben mir noch nie auch nur eine Dino-Mark gegeben. Nicht mal eine halbe habe ich Ihnen gegeben. Dann frage ich mich, wieso ich Ihre Geldbörse habe. Dino stark. Fabelhaft. Fantastisch! Ja, normal.
Herr Sinclair. Ganz großartig. Hier, wie Sie sehen, ist das ein ganz normaler Kasten. Es gibt keine Geheimfächer und keinen geheimen doppelten Boden. Ein simpler Kasten aus Holz. Das stimmt, ein stinknormaler Kasten. Danke. Würden Sie jetzt bitte wieder auf Ihren Platz gehen? Einen kräftigen Applaus für Herrn Sinclair. Das war alles, dann vielen Dank auch. Das war alles. Ja, das war alles. Sowas, er hat sie mir einfach weggenommen. Nun wird die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen. Ramona, her mit den Klingen. Da haben wir sie schon. Was? Wie? Danke. Mit einem Knall und einem hellen Blitz hat sich die mystisch-magische Szenerie verwandelt. Was die Sinclairs und die Molehills jetzt zu sehen bekommen, ist perfektes Showbusiness. Keine Blitzlichtaufnahmen, bitte. Passen Sie auf. Jetzt mache ich aus einem Baby 2 Babys. Es sei denn, jemand hat was dagegen. Halt! Aha, ja. Und was wäre das? Ich kann das nicht mit ansehen. Sie dürfen dem Kind nicht wehtun. Bevor er geteilt wird, soll ihn lieber die andere Familie bekommen. Oh, Franny, wie konnte ich mich darauf einlassen? Er ist unser Sohn. Willst du ihn wirklich wieder zurückhaben? Ja, das will ich. Oh Mann, wie aufregend. Ich bin zutiefst bewegt von der Liebe und dem Mitgefühl, das Sie für dieses Baby empfinden. Aber zu spät? Normal. So. Und? Jetzt. Bitte sehr. Nun seht mich nicht so an. Oi, tut mir so leid um euch, ihr Füßchen. Aber ich werde es wieder gut machen. Das mit dem Baseball können wir vergessen. Dafür wirst du Fußballstar. Nicht die Mama. Stimmt. Der saß voll im Tor. Bloß ein halber Junge, aber toll. Ist doch lausig! Was soll ich denn mit einem halben Kind anfangen? Komm schon, Glenda. Wir schnappen uns das Kind, das immer noch ganz ist, bevor der auf die Idee kommt, das auch noch so halb... Hey, hör mal, Sinclair. Du kannst meine Hälfte haben. Die nehme ich gern. Viel Spaß mit den 2 halben Portionen. Komm, mein Junge. Macht's gut, ehemalige Mutter, ehemaliger Vater. Danke für die liebe Gastfreundschaft. Er ist mein Sohn. Oder Söhne. Ja. Und wenn Sie ihnen 1000 Stücke schnippeln, ich nehme ihn mit nach Hause. Natürlich lassen Sie so viele Stücke schwerer tragen. Doch ich würde es tun. Das wollte ich hören. Das sind die Worte, auf die ich gewartet habe. Denn sie beweisen mir, dass sie ihr Baby lieben. Genauso wie es ist. Daran erkennt man, wer die wahren Eltern sind. Und darum sollen sie auch ihr Kind wiederbekommen. Unversehrt in einem Stück. Ramona! Dino-Magier Solomon und seine bezaubernde Assistentin Ramona fügen nun die 2 Hälften des geteilten Dino-Babys wieder zusammen und entfernen die messerscharfen Klingen. Wo bleibt der durch? Ha! Mein Baby. Bin ich froh, dass ich dich in einem Stück wieder habe. Weißt du, Fran, da ist nur noch eins, was mich stört. Dieser Fachdoktor sagt, er wäre nicht unser Kind. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie ändern. Oho, es gibt einen Wunsch aus dem Publikum. Ramona, los auf zum Finale. In den Untersuchungen war leider ein Fehler und deshalb waren die Ergebnisse absolut falsch. Das rosa Baby ist wirklich ihrs. Bitte verzeihen Sie. Ja, gewusst, dass alles wieder gut wird. Ja, das ist das Ende unserer Show. Sie waren ein wunderbares Publikum. Vielen Dank und gute Nacht. Sag mal, Fran, findest du es nicht auch wundervoll, dass wir heute in einer so hochmodernen Zeit leben? Oh, ja. Alles ist friedlich im Dino-Tal. Dino-Mama Franny und Dino-Sohn Robbie sitzen im Wohnzimmer vor dem Fernseher und verfolgen interessiert, wie sollte es auch anders sein, die Fernsehwerbung. Meine Damen, träumen Sie von seitenglatten Beinen, wie Männer sie lieben. Dann probieren Sie unsere neuen Schuppenschleife. Autsch! Oh, das tut aber richtig weh. Ja, aber wir Männer lieben es. Sowas will ich auch haben. Ist nichts für dich. Will aber seidenglatte Beine. Wozu brauchst du glatte Beine? Du bist ein Junge. Dann will ich ein Maschinengewehr. Oh Mann.
Stimmt etwas nicht, mein Schatz? Hab eine 2 für die Astronomiearbeit bekommen. Das finde ich aber großartig. Damit ist dein Notendurchschnitt enorm verbessert. Aber du verstehst das nicht. Nein, ich war viel zu gut. Die halten mich für eine Streberin. Sogar dem Lehrer ist es aufgefallen. Was hat er denn gesagt? Es war grässlich. Er hat mich gelobt. Ich soll an einem Sonderkursus für Astronomie teilnehmen. Mein Glückwunsch. Ach, du kapierst aber auch gar nichts. Ich bin doch jetzt besser als der Durchschnitt. Nun bin ich für meine Freundin, die unterm Durchschnitt liegen, bloß noch Luft. Jetzt will der Lehrer, dass ich ein Modell unseres Sonnensystems baue. Ich bin überzeugt, du baust ein sehr hübsches Sonnensystem. Ja. Wer weiß, vielleicht wirst du mal eine berühmte Astronomin. Klar, aber ja. Sag mal, Mama, hast du schon jemals etwas von weiblichen Astronomen gehört? Trotzdem, eine gute Ausbildung ist auch für Mädchen sehr wichtig. Na toll, damit ich meinem Mann beim Abwasch erzählen kann, wie die Planeten heißen. Überraschung für die Familie. Papa ist früher zu Hause. Erledigt. Bei der Arbeit hat's Zoff gegeben. Du liebes bisschen, was ist denn passiert? Richfield hat die falschen Bäume umschubsen lassen. Muss er erst klären. Sag mal, Franny, weißt du, wo meine Bowlingkugel ist? Wir spielen gegen die Baumschubser von der Konkurrenz. Die ist da hinten im Schrank. Vielen lieben Dank. Gut, Holz. Hallo, Franny. Oh, hallo, Monika. Ist irgendwas? Ich habe gedacht, ich hätte einen Käufer für die Stadtvilla, aber er hat sich als Schlange entpuppt. Und die Banken geben Schlangen keinen Kredit. Getreu ihrem Grundsatz, keine Beine, keine Scheine. Und nun entgeht dir die Provision. Was willst du jetzt tun? Ich glaube, ich brauche eine neue Stelle, bis die Marktlage rosiger ist. Und was hast du dir so vorgestellt? Egal, Hauptsache das Geld stimmt. Es sollte etwas ohne allzu viel Stress sein. Etwas, das jeder Idiot kann. Moment mal. Wer hat die Löcher in der Bowlingkugel verstopft? Oh, halb so schlimm. Hier sind noch welche. Sag mal, ist bei euch die frei gewordene Stelle schon wieder besetzt? Nein, ist noch frei. Richfield hat noch keinen neuen gefunden. Hopp. Wäre das nichts für dich? Earl? Ja? Monika sucht Arbeit. Und bei dir in der Firma ist doch eine Stelle frei. Stimmt's? Stimmt. Na bitte. Was? Was? Sind wir hier beim Fernsehen? Wird das ein Quiz? Ich möchte, dass du Monika zur Firma mitnimmst und ihr einen Termin bei Herrn Richfield verschaffst. Was, ein weiblicher Baumschubser? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Kompletter Schwachsinn. Ich soll mich wohl lächerlich machen. Doch Dino-Papa Earl hat ein großes Herz und legt am nächsten Tag für Bronto-Dame Monika ein gutes Wort bei seinem Chef Richfield ein. Herr Richfield, Was denn? ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Na und? Neben dem Baum steht eine Frau, was soll ich mit der? Wissen Sie, ich habe mir gedacht... Ist wirklich nett, aber ich habe schon eine Frau. Trotzdem vielen Dank. Nicht der Rede wert, Chef. Aber, sie kommt wegen des Baumschubserjobs. Was? Was? Eine Frau als Baumschubser? Sie sind wohl übergeschnappt. So was gibt's doch gar nicht. Oberschwachsinn, Sie machen sich lächerlich. Genau das habe ich auch gesagt. Ich sag ihr, sie soll verduften, Chef. Ach, dafür ist es zu spät. Bei uns bekommen Frauen und Männer die gleiche Chance. Für solche Fälle gibt es strenge Vorschriften, um die wir nicht rumkommen. Wir dürfen sie nicht einfach wegschicken. Augenblick mal. Ach, hier ist es. Einstellungsgespräch mit weiblichen Bewerbern. Immer lächeln, machen Sie ein Kompliment über Ihre Handtasche und schicken Sie sie wieder weg. Mehr kann eine Frau wirklich nicht verlangen. Doch auch Bronto-Dame Monika hat ihre Qualitäten und weiß, die männlichen Dinos zu überzeugen. Ja, und dann habe ich meine Maklerprüfung mit Auszeichnung bestanden. Und gleich am ersten Arbeitstag habe ich ein Haus verkauft. Aber da auf dem Immobilienmarkt gerade eine Und wir Flaute haben wirklich herrscht... eine ausgesprochen hübsche Handtasche. Ich verstehe nicht ganz. Ich habe Ihnen eben ein Kompliment über Ihre Handtasche gemacht. Ich habe gar keine Handtasche, weil ich keine Hände habe. Oh, ich habe gemeint, ich wollte Ihnen ein Kompliment machen über Ihren hübschen, Hals. Kleinen? Ich meine Hals. Will sagen, Sie haben einen wirklich hübschen, strammen, appetitlichen, kleinen Hals. Danke. Ich meine, Halsschmerzen. Ja? Was denn? Halskette! Halskette! Also wirklich, was haben Sie da für eine wunderschöne Halskette? Ja. Entschuldigen Sie mal, aber was hat meine Halskette mit der Bewerbung zu tun? Sie sind so ein zerbrechliches, schwaches Persönchen und zum Bäumeschubsen braucht man nämlich enorme Kräfte, geschickte Hände und ein technisches Verständnis. Im Baumschubsen bin ich zwar noch nicht geübt, aber trotzdem würde ich
mich nie so ungeschickt anstellen wie die da draußen. Genug geflaucht. Ich habe gesagt, Sie haben eine hübsche Halskette und nun machen Sie damit einen Flugsau her. Wann wollen Sie anfangen? Im Wald bei der Arbeit ist man bester Dinge. Und wenn die Jungs vom Bau so richtig in Fahrt kommen, klopfen sie Macho-Sprüche, dass sich die Bäume biegen. Und wie gesagt, ich sehe also dieses hübsche Knusterding da im Supermarkt, klar? Ja, ich marschiere direkt auf das Mädchen zu, tipp sie an. Hallo, wir haben jetzt zwar Selbstbedienung, aber von dir würde ich mich wirklich gerne mal bedienen lassen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hab ich nicht kapiert. Begreifst du nicht, Roy? Harris hat eine brandneue Masche, die Mädchen anzubaggern. Stimmt, genau. Alles, was er sagt, ist mindestens zweideutig. Wieso denn? Hör zu. Wenn man es harmlos nimmt, führt man ein normales, freundliches Gespräch mit einem hübschen Appetithappen. Doch wenn man es nicht so harmlos sieht, läuft er ganz stramm eine Anmache. Ja, und deswegen nennen wir noch Macho Harris. Ja, genau. Für mich ist er der Weltmeister der Zweideutigkeit. Ja. Ich kapier's immer noch nicht. Hey, Jungs, alle mal herhören. Was Hab gibt's schlechte denn? Nachrichten. Richfield hat eine Frau als Baumschubser angeheuert. Eine Frau, die ist so bescheuert. Ja, traurig, aber wahr. Nicht, dass ich dabei war oder irgendwas damit zu tun hätte. Ich habe nur davon gehört. Hey, lass das! Ich wollte mich für deine Hilfe bedanken. Was hast du denn denn gemacht? Ich soll mich beim Vorarbeiter Harris melden. Puppe, das bin ich. Dann komm mal mit. Ich zeig dir gleich mal, wie man Bäume umschubst. Du schiebst, ich schubse. Wenn du verstehst, was ich meine. Eindeutig, zweideutig. Zweideutig. Für den Anfang nicht übel, meine Süße, aber die Wurzeln müssen alle mit raus. Wenn du es als Schubserin zu was bringen willst, musst du bereit sein, alles zu geben. Hab ich mich klar ausgedrückt? Was wollen Sie mir damit sagen? Ich will damit nur sagen, wenn du beim Vorarbeiter Punkte sammeln willst, kostet dich das Überstunden, klar? Wir verstehen uns doch wohl. Ich finde, wir sollten unser Gespräch auf die Arbeit beschränken. Hey, nun mal nicht so verkrampft, immer locker bleiben. Wir könnten uns ja mal auf ein paar Bierchen treffen und später will ich dir genau beibringen, wie das beim Schubsen so läuft. Wenn du weißt, was ich meine. Nein. Was meinst du denn mit nein? Ich meine damit nein. Ich bin nicht daran interessiert. Ich finde Ihre Zweideutigkeiten beleidigend und ekelhaft. Also lassen Sie mich in Ruhe hier arbeiten, wenn Sie wissen, was ich meine. Noch am selben Abend klagt Bronto-Dame Monika Dino-Mama Franny ihr Leid. Und danach hat er mich einfach rausgeschmissen. Manchmal glaube ich, Männer stehen auf der niedrigsten Stufe des Lebens. Oh, hallo Monika. Alle Achtung, du hast gewaltig Karriere gemacht. Halber Arbeitstag und schon hat man dich vorzeitig auf Rente gesetzt. Was Sie mit Monika gemacht haben, ist absolut unfair. Es muss doch einen Weg geben, sie wieder bei euch einzustellen. Nein, den gibt es nicht. Ach was, irgendwie wird sich das doch regeln lassen. Da ist nichts zu regeln und nichts zu machen und selbst wenn, wird's niemals klappen. Ach so, du denkst, dass ich von Monika rede? Nein, es geht um meinen Cousin. Ich meine Monty, der auch bei Treufuß ist. In der Südfiliale. Oh, aber warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Wenn Sie ihn ohne triftigen Grund rausgeschmissen haben, kann er verlangen, dass vor dem Beschwerdeausschuss eine Anhörung gemacht wird. Eine Anhörung? Ach, die bringt überhaupt nichts. In dieser Männergesellschaft kann eine Frau doch niemals damit rechnen, fair behandelt zu werden. Vielen Dank, Mama. Ich habe auf deinen Rat gehört und ein Modell vom Sonnensystem gebastelt. Das hat mir auch ungeheuren Spaß gemacht. Ich dachte, endlich bin ich mal gut in einem Fach. Und jetzt wird's aufwärts gehen. Dann haben es die Jungs einfach ausgefuttert. Ich hoffe, der Lehrer hat dir wenigstens eine gute Note gegeben. Als der Lehrer kam, hatten die es ja schon gegessen. Ach, es war so ein tolles Sonnensystem mit allen Planeten und der Sonne. Und die Jungs haben gesagt, ich wäre ein Mädchen und ich soll meine Nase nicht ins Universum stecken, wo sie nicht hingehört. Die Jungs waren nur neidisch. Ich höre mit der Astronomie auf und gehe bloß noch einkaufen. Pass mal auf. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen von den Männern. Sonst werden wir Frauen nie die gleichen Rechte wie Sie bekommen. Ach, wirklich? Ich soll also die Welt verändern. Ja, wir beide können vielleicht nicht die ganze Welt verändern, aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Stimmt. Fran? Ja? Du rufst sofort Herrn Richfield an. Denn ich verlange eine Anhörung.
Und tatsächlich. Wenig später im Abendprogramm wird der Fall Monika von Säulenwirbel gegen Macho Harris im Fernsehgericht verhandelt. Wir unterbrechen unser Programm wegen einer Live-Sondersendung über die Anhörung im Fall Macho Harris. Das ist ein prickelndes Thema und kostet uns fast gar nichts. Hier ist Mario Marionette. Wir berichten von der Anhörung vor dem Treufuß-Beschwerdeausschuss. Heute wird darüber entschieden, ob Monika von Säulenwirbel ungerechtfertigt entlassen wurde, weil sie es abgelehnt hat, sich mit dem Vorarbeiter Macho Harris auf ein paar Bierchen zu treffen. Absolute Ruhe! Wie ich höre, hat der Ausschussvorsitzende BP Richfield die Sitzung soeben eröffnet. Absolute Ruhe! Klappe halten! Also eins will ich von Anfang an gleich mal klipp und klarstellen. Der einzige Zweck der Verhandlung ist es, die Wahrheit ohne Wenn und Aber ans Licht zu bringen. Hier soll niemand von uns verurteilt werden. Einspruch! Stattgegeben! Zugegeben, nur über diese Frau wird verhandelt. Ich darf versichern, das geschieht auf faire Weise. Da das Fernsehen live dabei ist, möchte ich Sie noch auf etwas aufmerksam machen. Ich werde auf keinen Fall dulden, dass die Verhandlung zu irgendwelchen Werbezwecken missbraucht wird. Ich gebe dem Vorsitzenden vollkommen recht. Vorhin habe ich zu meinem Bruder in unserem Geschäft Herberts Gebrauchtwagenhandel gesagt, unser Geschäft hat Werbung überhaupt nicht nötig. Jeder weiß doch, dass Herberts Gebrauchtwagen die besten, beliebtesten und sportbilligsten sind. Danke Ihnen vielmals, Herr Dixon. Na fein, also dann fangen wir an. Frau von Säulenwirbel, bitte in den Zeugenstand. Geben Sie Ihre vollen Namen an und berichten Sie, was an dem fraglichen Tag passiert ist. Bevor ich anfange, will ich der Treufußgesellschaft erstmal dafür danken, dass sie mir eine wirklich faire Verhandlung garantiert hat. Ich kann über 100 Zeugen benennen, die bereit sind, vor dem Ausschuss auszusagen, dass sie in den vergangenen 22 Jahren nebenbei als Asphaltdino tätig waren. Nein, das stimmt nicht. Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Haben Sie das Wort Asphaltdino gehört? Ich kann's überhaupt nicht fassen, dass Sie solche schmutzigen Wörter im Fernsehen gebrauchen. Die wissen wohl nicht, dass um diese Zeit auch Kinder zusehen. Mutter, hier erfahren die Kinder was vom Leben. Das bringt sie zum Denken. Ich bin dagegen, dass Kinder zu viel denken. Die sollen lieber saubere, hübsche, komische Familienserien zu sehen bekommen. Mit altbewährten, immer wieder gern gesehenen Geschichten, die uns vom Alltag ablenken. Ich habe ihn gebeten, diese Zweideutigkeiten zu unterlassen. Aber er hat nicht damit aufgehört. Erlauben Sie, Sie erwarten doch wohl nicht, dass wir Ihnen diese Geschichte abkaufen. Wie wollen Sie sich am heutigen Tage immer noch präzise daran erinnern, was vor fast 10 Jahren passiert ist? Das war vorigen Dienstag. Mein Fehler, bitte fahren Sie fort. BNN aktuell. Der Live-Bericht über den Fall Macho Harris wird fortgesetzt. Bitte, Frau von Säulenwirbel, fahren Sie fort. Und dann war Feierabend. Und er sagte etwas sehr Seltsames zu mir. Er sagte, ich zitiere wörtlich, und später werde ich dir dann genau beibringen, wie das beim Schubsen so läuft. Oh, guter Spruch. Ich finde, da bleibt bloß noch die Frage zu klären, was Macho Harris wohl mit dieser Bemerkung gemeint hat. Deshalb bitte ich die Herren vom Ausschuss, der Dame dementsprechende Fragen zu stellen. Am besten beginnen wir mit meinem hochgeschätzten Kollegen, wie heißt er noch? Wolf. Ganz offensichtlich sind Sie eine überaus attraktive junge Frau. Würden Sie uns bitte beschreiben, was Sie an dem fraglichen Tag getragen haben? War es etwas Langweiliges oder doch eher etwas Aufreizendes? Ich trug einen Arbeitsanzug und einen Schutzhelm. Und ich verbitte mir jede Anspielung darauf, dass ich diese Unverschämtheiten vielleicht herausgefordert hätte. Oh, solche Anspielungen liegen mir völlig fern. Weiter, beschreiben Sie mal, und zwar ganz ausführlich, welche Unterwäsche Sie in diesem Augenblick tragen. Ich verstehe nicht, wieso das von Bedeutung ist. Aber ich bitte Sie, wenn Sie verstehen würden, warum das von Bedeutung ist, wären Sie ein Mann. Ich verstehe nicht, warum Monika das alles mitmacht. Sie kann sich doch einen anderen Job suchen. Du kapierst gar nicht, worum es dabei geht. Monika wehrt sich gegen die Ungerechtigkeit der Männer. Sie setzt sich für die Rechte aller Frauen ein. Ach ja? Dann kannst du ja ein nettes Lied über sie schreiben. Hören Sie mal, Puppchen. Ich frage mich, ob wir es hierbei nicht bloß mit Wunschvorstellungen Ihrer Fantasie zu tun haben. Ich nenne mal ein Beispiel. Also, stellen Sie sich vor, Sie wären ganz allein auf einer einsamen Insel. Und plötzlich kommen 20 nackte Frauen und beschmieren Ihren Körper mit saftiger, klebriger Himbeermarmelade. Darf ich eine kurze Denkpause einlegen? Ja, machen Sie mal Pause. Herr Helfer, möchten Sie vielleicht die Befragung fortsetzen? Ja, warum nicht? Das mache ich gern. Auch das. Ja. Das kann ja heiter werden. Ja. Ich würde gern zurückkommen auf... Eine Tennisstunde kann ich absagen. Auf den... Auf den Anfang der Befragung.
Vielen Dank. Kommen wir jetzt zu Herrn Schleimer. Ich möchte Ihnen nur eins sagen. Sie sind wirklich sehr übel behandelt worden. Ich bewundere Ihren Mut, weil Sie bereit sind, für Ihr Recht zu kämpfen. Doch für mich sind Sie ein Asphaltdino. Ich fühle mich beleidigt und verletzt durch diese Angriffe auf meine Person. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gelogen, fantasiert oder irgendetwas übertrieben. Und ich finde, Sie alle müssten rot wie eine Tomate werden. Wegen Ihrer respektlosen, eindeutig zweideutigen Ansichten über mich und alle Frauen. Wie meint sie das? Kaum zu glauben, aber sie hat wirklich Klasse. Aber wir müssen ihr was anhängen. Wer kann das übernehmen? Sinclair! Kommen Sie mal sofort hierher! Gleich, Chef. Ja, bin schon unterwegs. Halt! Hey! Sie haben nach mir gerufen, Chef. Stimmt, wir brauchen Sie unbedingt als Zeugen. Aber was soll ich denn sagen? Sagen Sie, was Ihnen gerade so einfällt. Hier habe ich aufgeschrieben, was Ihnen so einfallen soll. Nett von Ihnen. Ich möchte noch hinzufügen, dass der Vorarbeiter Harris ein super Kerl ist. Monika macht nichts als Zoff, seitdem ich sie kennengelernt habe. Ich bin mir sicher, dass sie ihre Steuern frisiert. Hier aufhören, den Kopf heben und lächeln. Danke für Ihre Objektivität, lieber Herr Sinclair. Oh, und ich muss da noch was loswerden. Ich finde, sie braucht überhaupt keinen Beruf. Der Platz einer Frau ist am heimischen Herd, wo ihr Mann die Befehle gibt. Bei der Familie Sinclair ist das so, wenn ich sage, hüpf, fragt meine Frau nur, wie hoch. Die Verhandlung läuft und läuft und läuft. Da endlich ergreift Dino-Mama Franny das Wort. Ich bin hergekommen, weil ich finde, hier muss auch jemand gehört werden, der für Frau von Säulenwirbel spricht. Einverstanden. Es ist nur fair, dass dieser komplizierte Fall von allen Seiten ausgiebig beleuchtet wird. Sie werden dafür 1 Minute bekommen. Danke vielmals. Ich habe gehört, was Sie über Monika gesagt haben. Das ist nicht die Monika, die ich kenne. Sie ist eine anständige, verantwortungsbewusste Frau, der es nie einfallen würde, jemanden zu verführen. Wir würden Ihnen ja wirklich gerne glauben, Frau Sinclair, aber leider habe ich Informationen, die Sie unglaubwürdig machen. Als junges Mädchen haben Sie mit diesem älteren Mann hier zusammengelebt und Sie waren nicht mal mit ihm verheiratet. Dieser Mann ist mein Vater. Das verletzt mein öffentliches Moralgefühl. Ich kann mich nur noch verkleidet sehen lassen. Aber seid ihr denn alle verrückt? Oh, es sieht finster für Sie aus, Frau Sinclair. Ich habe nämlich noch ein Foto von Ihnen und darauf sitzen Sie sogar auf seinem Schoß. Kanal DNN setzt den Live-Bericht über die Anhörung im Fall Macho Harris fort. Kommen wir zu den Aussagen der übrigen Baumschubser-Kollegen. Wissen Sie, ich finde, Harris war immer ein feiner Kerl, aber er hätte dieser Frau kein Angebot machen dürfen. Wieso denn nicht? Weil ich sie nämlich zuerst gesehen habe. Also Sie finden sie auch attraktiv, ja? Dann müssten Sie doch wohl verstehen, warum Harris Sie eingeladen hat. Überhaupt nicht. Nein, ich meine doch. Ich meine, ich kenne Harris wirklich gut und ich glaube nicht, dass er was Böses vorhatte. Aber ich kenne auch Monika. Ich glaube nicht, dass sie jemals schwindeln würde. Und deshalb, ich habe übles Bauchkneifen. Darf ich die Kurve kratzen? Ich spreche im Namen der übrigen Baumschubser. Keinem von uns hat Harris ein Angebot gemacht. So wie ich das sehe, kann jemand, der beim Kegeln regelmäßig glatt 300 Punkte macht, sowas niemals fertig bringen. Nach den überaus hilfreichen Aussagen mehrerer Arbeitskollegen warten wir alle voller Spannung auf die Stellungnahme von Macho Harris. Inzwischen sehen wir uns am besten mal die Ergebnisse unserer allgemeinen Meinungsblitzumfrage an. Pangeaner, die der Aussage von Monika von Säulenwirbel glauben, 18%. Frustrierte Männer, die nie eine Freundin hatten und Monika irgendwie dafür verantwortlich machen, 63%. Der Anteil der Frauen, die sich selbst hassen und die erfolgreiche Frauen scheitern sehen wollen, damit es allen so schlecht geht wie ihnen selbst, 82%. Hohe Zahl! Wie ich auf dem Monitor sehe, wird Macho Harris soeben vereidigt. Hören wir uns seine Stellungnahme an. Herr Harris, sagen Sie uns bitte mit eigenen Worten, dass Sie Frau von Säulenwirbel gegenüber niemals zweideutig waren. Doch, das war ich. Haben Sie die Frau entlassen, weil sie Ihre Einladung abgelehnt hat? Ja. Aber ich finde, dass die Frau sowieso für die Arbeit überhaupt nicht geeignet ist. Ich glaube, bei einer anderen Arbeit wäre sie ein Volltreffer, wenn Sie wissen, was ich meine. Das gefällt mir. Fein, damit dürfte der Fall ja wohl abgeschlossen sein. Ihr Verhalten war unprofessionell und fehl am Platz. Ja. Aber wenn man das mit viel Witz und Stil macht, ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Und Sie sollten mehr Humor haben. Ihre Beschwerde ist abgewiesen. Sagen Sie jetzt Ihre Meinung, Herr Wie beurteilen Sie den Fall? In einem Fall wie diesem gibt es keinen wirklichen Gewinner. Aha, ja. Aber die Situation musste geklärt werden. Ja. Diese Aufgabe haben wir gelöst. Fair und gerecht. Aha.
Der Ausgang der Verhandlung scheint den Jungs vom Bau eine große Genugtuung zu bereiten. Man ist vergnügt, tanzt und singt aus voller Kehle. Männer stark und groß, Macho-Dinos ganz famos, und die Mädchen ziehen mit uns das große Los. Na, meine Süße, soll ich dir mal zeigen, was ich auf dem Kasten habe, wenn du weißt, was ich meine? Ich zeige Ihnen gleich, was ich auf dem Kasten habe, wenn Sie wissen, was ich meine. Was kann sie bloß damit gemeint haben? Mit einem gut platzierten Schwanzschlag bringt die sonst so friedliche Bronto-Dame das Dach zum Einstürzen. Und Macho Harris zeigt sich von diesen einschlagenden Argumenten schwer beeindruckt. Na, die hat ja wirklich was auf dem Kasten. Sowas. Am Abend, als Dino-Mama Franny gerade die Küche auf Vordermann bringt, steckt Bronto-Dame Monika ihren langen Hals durchs Fenster, um mit ihrer besten Freundin ein Schwätzchen zu halten. Ganz ehrlich, wenn du das alles vorher gewusst hättest, würdest du es dann nochmal tun? Ich weiß es nicht genau. Es wäre schön, wenn ich irgendwas damit verändert hätte. Doch eigentlich glaube ich nicht daran. Hier, seht mal. Ich habe eine 1 für mein Modell bekommen. Herr Pullman sagt, es ist das Beste in der Klasse. Ach, ich bin wirklich sehr stolz auf dich, mein Kind. Danke. Du warst doch so enttäuscht. Wieso hast du es nochmal gebaut? Weil du mir so imponiert hast, deshalb. Hab die Anhörung im Fernsehen mitgekriegt. Die waren voll mies zu dir. Da habe ich nachgedacht. Die Männer werden uns doch nie einen Job wie Baumschubs oder Astronom freiwillig geben. Die müssen wir uns selber nehmen. Ja, aber eins kannst du mir glauben. Es wird nicht leicht für uns. Ja, ich weiß. Aber wir schaffen es irgendwann. Dann gibt's keine Unterschiede mehr. Wir haben eine moderne Dinokratie. Da kann es doch gar nicht mehr lange dauern.